Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenlernen. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom te Ekran. Dankzij dat u vandaag hier met ons bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier met mij Arno Hendricks. Welkom te het eerste Mal naar Ekran. Kannst du einfach mal vorstellen? Vielen Dank, Eduard, für die Möglichkeit, hier mit die taub zu sein, ein bisschen zu vertellen über das, was Gott mit uns tut. Als sie, zoals we hier sposen, dat is ganz jong geboren in eine mennonitische Familie in Brasilien, Curitiba, Brasilien. En meine Eltern haben mir immer das Wort Gottes mitgeteilt. En met 14 Jahren habe ich dort verstanden, dass ich mein Leben Jesus übergeben soll. Und so habe ich das auch getan. In der Zeit hat Gott mich gerufen als Pastor mit 14 Jahren, 14, 15 Jahren. Und so zit nu Pastor über 30 Jahre in einer Gemeinde in Brasilien. Ik freue mich sehr für dat te horen. Ik had al einmal ein bisschen mit dir Kontakt gehabt, aber das ist das erste Mal, dass du in Bolivien bist, nicht so? Ja, das erste Mal, ja. Und freue mich, dass du hier noch angekommen wirst, uns gesagt hast, und dass wir kurz nach hier im Ekran können mit dir vertellen, wenn du hast was ganz Wichtiges mitzuteilen. Und das ist eben ein Thema, was du dabei studiert hast, und das Thema, das würde wir keine starke Familie ist. Und wer will nicht eine starke, aber eine schöne Familie haben? Eine gesunde Familie haben. Eine gesunde Familie haben. Und das ist ein Buch, das du geschrieben hast, auch über das Thema, nicht so? Ja, ja. Auf Portugiesisch würde sich das nennen... Familias Fortes. Familias Fortes, ja. Und wir haben das Buch nun nicht hier, aber wir wollen über das Buch reden, was dazu alles sagt. Fang einfach mal das Buch an fertigstellen. Das erste Mal, wo ich über Familie mal so gehört habe, wie in einer Konferenz, habe da mitgemacht, und dann haben sie mich eingeladen, mal über Familie zu reden. Na, ich sehe mir, es ist so einfach, allemaal haft das. Das sind so einfache Sachen, was die Familie braucht, um gesund zu sein, um stolz zu sein. Es ist gar nicht kompliziert. Was soll das sein? Das sind so einfache Sachen. Ja. Und da habe ich ein paar Mal über Familie geredet und die Menschen wurden so sehr berührt, angerührt und dann fängt das an. Je moet mal een Buch schrijven darüber, dat mehr Menschen davon lesen können. So hat sich dort sozusagen sie dann eingeschuft worden, darüber mal zu vertalen, zu schreiben. Und nun habe ich al ein paar Jahre, viele Jahre lang, je hat in Brasilien verschiedene Universitäten zu reden über Familie, mit jungen Menschen mehr. Zie ich auch einmal, haben sie mir eingeladen, Mosambik und Afrika, über Familie zu reden. Und nun sind wir hier in Bolivien, das erste Mal. Auch mal über Familie mal ein bisschen über Familie vertellen. Sehr schön. Das sind verschiedenste Sachen, was eine starke Familie, was das Taubstellen, das Arabier, was sind das? Man hat sich mal ein bisschen Gedanken gemacht und sich gefragt, was macht das aus, dass manche Familien gesund sind und ein Goudtaub leben, warum manche nicht? Haben sich da ein bisschen umgefragt, dann haben sie über 3000 Familien gefragt. Was macht ihr, dass sie gesund sind? Dass sie stolz sind in der Familie, dass die Familie gut hat? Und diese Umfrage sind sie dann dazu gekommen, dass mit 6 Punkten du kannst 100% sicher sein, wenn du diese 6 Punkte einfach ausleben lässt, dass du eine gesunde Familie hast. So, was ist der erste Punkt, was wir machen tun, um das was möglich sein, nur eine gute kommt, nur eine ferne Familie? Der erste Punkt ist Welle. Ich will eine stolze Familie haben. Und dort kannst du sich dort vernehmen. Okay. Man muss einfach diese Entscheidung treffen
En zich vernemen uit voor een stukje familie opboeren. En wat dat kost, wat dat brukt, waar uit dat dran zat. En dat bloos niet, ik zei immer, wenn man een entscheidung heeft, dan moet man het eerste, is de discipline, wie zegt man dat? Discipline is... dat uiteven zich te onhouden. Houden. Maandag en dan dinsdag en dan maandag en dan de eerste week, dan de tweede week, de derde week. Een ganze jaar immer einfach de kleine zaken wat man dat doen moet, immer deed. En dan dat redden bij een entscheidung is dat de energie wat man daar dran zet. Zeer veel kracht en tijd. Dat man zich dat heeft. Niet plus, nou, maar zijn op dat, nee. Op kansen gaan, zoals mensen in geschäften gaan en zich kans voor dit geschäft geven. Zo is het ook in de familie, man moet de energie dan zetten. Hoeveel man zich daarmee zich voor de familie geven wil, of wat de familie brukt. Ja. En een vierde zaak bij een entscheidung is zeer interessant. Man moet op de kleinigheden oppassen. Ik weet eenmaal met een jonge vrouw, en vertelde ons een beetje, ze maakt dat zeer veel Jugendliche terugbrengen. 5.000 Jugendliche. En dan zei ze me zo, een programma wat uit kleinigheden gemaakt. Kleinigheden während dem Programm. En de familie is zo kleinigheden. Manchmal een woord, manchmal eine roos, manchmal einfach touwhieren, manchmal eine, wie sagt man, eine Umarmung. Den anderen omarmen, ja. Umarmen. De kleinigheden, dat man... Maar wil man den anderen aancheckt. Ja, aancheckt zijn kleinigheden. Die kleinigheden maken een grote onderscheid. En ik had dus een verdrag van die al eenmaal gehoord en ik dacht, dit is zo einfach. Maar dan nog hervalt me bij, ja, dat hangt me wel aan. Waar ik dat überhaupt? Waar ik met mijn familie? Daar schmied ik mijn familie al voets weg, niet zo? En dat ligt aan onze wellen. Niet de vrouw, de man moet dat, de tjener moet dat, oh, mijn pa, nee, echt. Hij moet ontvangen te ranen. Oké. Wat wordt die tweede punt zijn wat u de tweede punt is zeer interessant, bijzonder voor ons minister. Dat man zich goede zaken zegt, dat man de feile wijze deed. Dat wordt een andere weer zijn, einfach den anderen wijze dat hij veel weet, als dat wie am wel gleiche. Man moet het einfach den anderen dat wijzen, wel einfach den anderen loven. We hebben manchmal een beetje met de gedanken, man loven deed man bloß Gott. Maar waarom kan man niet zeggen, push, dat eten heeft ons koudjes maken. Vielen Dank. Ja. Oder Dankeschön für das reine Bad. Ja, wie meinen das selbstverständlich, das muss da sein. Nee, das muss da nicht sein. Dankeschön für einen schönen Koffer. Ja. Man sagt, man hat da ein bisschen durchstudiert. Wir brauchen wenigstens 12 Mal am Tag, dass ein anderer uns umarmen deed. Was passiert, wenn du dann zweimal hast? Um seelisch gesund zu sein. Und viele sind seelisch krank geworden, weil sie nicht in Kontakt haben. Ich habe niemals erwähnt, das wiest mit dem Körper. Einfach in die Augen checken und sagen, du bist mir sehr wichtig. Viele Tschechen sind krank oder viele Tschechen erfahren nicht, dass es am Gott im Leben ist, weil ein Papa nicht kommt und sagt, mein Sohn, ich sehe die Gott. Okay. Und wenn man daran denkt, zum Beispiel unser Vater im Himmel, als Jesus getauft wurde, was hat der Vater gesagt vom Himmel? Du bist mein Sohn. Und ich sehe die Gott, oder ich habe auf Hochdeutsch wohlgefallen. Het gleicht die, wordt wie dat? Het gleicht die. Du bist mein schöner Jung. Ja. Und wenn wir als Eltern uns einfach Zeit nehmen und einer unserer Kinder sagt, du bist mein schöner Jung, du bist mein schöner Mädel, ich sehe die Gott. Das kostet nichts. Aber das kostet unser Leben, dass wir das wollen. Eine gesunde Familie haben, unsere Kinder auf die Schuld nehmen und sagen,
ja, ich sehe dich gut, du bist mein Kind. Je hebt mij zo goed in voor te zijn. Wow. En wenn ein Kind so was hat, wow, das Kind ist, kriegt Leben, hat nicht Probleme mit, warum lebe ich, was tue ich hier, und so weiter, ja. Das fällt sich sicher. Fällt sich sicher, ja. Was würde ein dritter Punkt sein, ja. für eine gute Familie? Ein dritter Punkt ist, dass man verstehen muss, einer mit dem anderen zu vertalen. Und vertalen ist für die meisten nicht so einfach. Man hat das nicht gelernt. Aber es vertalen bloß, weil jeder die nee. Vandaag. Ja, das vertalen hat eigentlich sozusagen vier Schritte. Ja. Okay. Das erste ist, vandaag, guten Morgen, wie jeder die. So ein bisschen das Oberfläche allgemein, was auch wichtig ist. Und dann sind die zweite Sache. Kannst du das Licht uitmaken, kannst mir ein Riesrädchen, kannst bitte die Deur machen, das ist auch wichtig, je hört auch zum Leben. Und dann das dritte, da kommt das auch ein bisschen nodig, ja, wenn ich über ihr Danke reden muss. Was denkst du, Vater, über das geschafft, oder was denkst du, wo warst du dort und dort tun? Über ihr Danke reden. Und dat komt het na, wo man een beetje Geschichte vertalen van de familie. En dat vierde, dat is al schwander. Dat doen we niet zu jeder Zeit. Da sind also ein paar Momente, wo man über das Herz redet, über ihr Fehler redet. Was du da binnen ist. Was die da binnen beschäftigt. Da hat man manchmal mit Angst zu tun, da hat man manchmal mit Zweifel zu tun. Man hat vielleicht in Zweifel, war ich gerade oder war ich nicht gerade, sie vergeben, sie ich nicht vergeben. Dort reden die Menschen nicht so leicht runter. Und dann muss manchmal, wenn man an ein Wort Gottes kommt, dann berührt uns der Heilige Geist, dass wir ein bisschen davon reden. Oder manchmal ist es auch, wenn es sehr schwer ist, und dann plötzlich wie ut. Dann schreiben wir uns. Dann schreiben wir es ut. Und wir schreien dort, wo ein Hort ist. Ja. Und, oder ich hatte das vorher mit meinen Kindern, und da geht die Zeit über je Fehler zu reden ist, am Bad zu setzen. Wenn sie schon liegen, und ich am Bad setze, ein bisschen vertalen da. Dat komt het diepere route. En vertalen moet man leren. Dat komt niet van alleen. Weil wir willen uns angenomen voelen. Ja? En dan hebben we angst te reden. Ja? Wenn ich was sage, eine Frage stelle, und ich meine, das ist eine dumme Frage, und der andere mich uitlachen deed, dann wou ich noch sagen. Und dann lief ich mit der Frage. Ja? Aber wenn man in der Familie diesen, was sagt man, Ambiente, diesen ein Platz mehr gerät, ein Raum mehr gerät. Einen sicheren Raum, ja. Ich vergleiche das manchmal mit einem Nast, ja. Unser Haus muss ein Nast sein. Ein Nast, wo ich komme, wenn ich Butte mich weggemacht habe, kann ich in das Haus kommen und sagen, en mijn hart opmaken kon. En zeggen kon, het is treurig. Ik weet niet waarom, maar het is treurig. En de andere zegt, oké, maar dan toch beter. Dat is een beetje meer daarvan vertalen. Nee, waarom ben je treurig? Nee, ik weet niet waarom ik treurig ben. Maar einfach een champ mir sagen, dat je veel van treurig. Dan waarom is het toch beter? Ja? Zo vertalen moet man dus leren. Sehr schön, Arno. Ja. Vielen Dank, wir wollen noch wiedergehen mit dir, aber unser Zeit ist von dir zu eng. Und ich möchte die Gottes sehen, Menschen in Bett und nächstes Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.